Neue Woche und es gibt wieder ganz viel zu lachen. Gestern war ja Halloween. Den einen gefällt's, den anderen weniger. Eigentlich nicht. Also die tut noch auch nicht verkleiden oder so? Nein, gar nicht. Nein. Ich habe das ganze Jahr lustig sein. Was sagen die Kinder schon wieder, wenn sie nach Süßigkeiten verlangen? Sweet and Sour für die Kinder vor allem super. Sweet and Sour, Sweet and Sour. Nein, also nein. Komm, leben es sein, das ist kein Wert. Ja. In dieser Woche bei uns in Zeptin klären wir die ganz, ganz wichtigen Fragen vom Leben. Warum müsst ihr ein Kondom mitnehmen, wenn ihr Gleitschirm fliegen? Ich glaube, das ist die Frage, die die meisten Leute interessiert. Halt wie, kann man 12 Stunden am Stück fliegen, ohne zu bisseln. Und da gibt es zum Glück vom Spital Urinalkondom, wo man nachher das geschäften kann. Bleibt zu hoffen, dass er danach nicht das Gleiche macht wie dieser sympathische Heißluftballonflieger. Da ist immer die Frage, viele fragen, wie geht denn das? Ist ganz einfach, man hockt auf den Kübel drauf mit einem verrottbaren Sack da drin. Und nachher schlussendlich, wenn wir irgendwo im Wald sind oder so, rühren wir das Ganze dann oben runter als Ballast, auch wieder ein Gewicht, das wir loswerden, um noch ein bisschen länger in der Luft zu bleiben. Igitt. Wenn es gut zielt, dann treffen sie unten im Wald vielleicht sogar noch ein Känguru. Ja, es gibt Kängurus im Wald. Also im Aargau. Schon wieder ist ein Känguru ab. Das mal zu Wettigen. Vor einem Monat ist schon zu Ueken ein Känguru auf und davon. Dort hat die Polizei zusammen mit einem Wildhüter das Wallaby in einem Waldstück zu Gipf Oberfrick wieder einfangen. Zeppin erinnert sich gerne an diese Jagdszenen. Nein! Verdammt nochmal! Das darf nicht wahr sein! Nein! Verdammt nochmal! Das darf nicht wahr sein! Für mich ist es ein bisschen nicht so angenehm. Wo wir gerade in der Landwirtschaft sind, machen wir doch einen kleinen Abstecher zu Bauerledig sucht. Bäuerin Corinne hat sich einen neuen geholt, Sven. Und der bringt sie ganz durcheinander. Das erste Mal Sven zu sehen, war für mich recht nervös. Also ich war nervös. Grüß dich. Ciao. Du bist auch der Sven, he? Du bist auch Corinne, he? Ja, freut mich. Ja. Schön, bist du gekommen. Ja, merci für die Einladung. Schweizer. Ja, du hast super Wetter mitgebracht. Ja, wunderbar. Hast du so mitgebracht? Ich hoffe, das Wetter bleibt so bis Ende Woche. Ja, wir schauen mal. Wir machen doch das Beste daraus. Das ist so, ja. Dieser Bauerledig sucht Smalltalk ist ja fast so gut wie der vom letzten Jahr. Aber nur fast. Salut. Oder? Mich? Salut. Hoi. Oder? Ja, gut, du selber. Ja, nicht jammern, mal. Nicht jammern. Maschinenpflege? Ja. Muss auch sein, gell? Jetzt werden sie gebraucht. Jetzt, was du brauchst, gell? Ja, das ist ja so. Ein bisschen zu ihnen schauen. Ist gut, das ist so gut. gehen sie. Und sonst? Und hier wird der Sponsor so raffiniert unauffällig in die Liebesstory eingebaut, dass es keinem auffällt. Und, wie sieht er aus? Sexy, ne? Ja, super, die passt wie angegossen. Ja. Ihr seht umwerfend aus, meine Teure. Übrigens, die Steffi ist auch ab, dass man einen Unfall macht. Ah, darf man bei dir versuchen? Klar, ja. Wirklich? Probier mal bei mir, ob ich was spüre. Ich spüre wirklich nicht. Super. Und auch dieses Product Placement ist leider nur fast so gut wie letztes Mal. Benjamin, habe ich dir noch eine Stärkung? Ja, das kann ich jetzt gut brauchen als Nervennahrung. Ja, der ist gut. Wir kommen zu der Anatomie, also nicht Grey's Anatomy, sondern die vom Elefant. Boah, hat der einen Rüssel. Das habe ich auch noch nie gesehen. Der muss dann da irgendwann einfahren können. Boah, ich hoffe nicht, Der dass bleibt da überall hängen, an jedem Stein mit dem Ding. Is the pain when he put it back? It goes in oder all the time like this. Englisch wird die Arbeitssprache. For the stabilization. Ich sag dir, was der hat. Weißt du, was der hat? Eine Morgenlatte. Auch für Sie in der heutigen Tage habe ich es ganz praktisch auch gefunden, gut gefunden. Ja. Auch in dieser Woche haben wieder furchtlose Ninja Warriors um Ruhm und Ehre gekämpft und uns vor allem auch bewusst gemacht, warum wir ihnen lieber zuschauen als zuhören. Ich bin Versager, also Zimmermann. Ich tue alles versagen. Now you funny too! Oh. Immer da ein Rappen, dort ein Rappen gibt, der war mit Zipfelkappe. Eieieiei.
Mein Name ist Konstantin Schuler, ich bin 27 Jahre alt und komme aus Konstanz. Ich werde Ninja Warrior 2019, weil keiner so verrückt ist und so viel Power hat wie ich. Au! 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 Ich werde Ninja Warrior, weil ich der Bündner Steinbock bin. Juhu! Warum macht man etwas, wenn man so kein Talent hat dafür? Kaum wird steil, brauchen Sie ein Seil. Jetzt hat er sich ein bisschen verhangen da. Verhadert. Ui. Oh, ja. Ui, ui. Wann ist man nicht einmal ein Cervela-Promi, wenn man es nur ins normale Ninja Warriors, aber nicht ins Promi-Special schafft? Bei DSDS super erfolgreich, sie auf dem 6. Platz. Schafft sie das auch hier bei uns bei Ninja Warrior Switzerland. Oh nein! Sasumal hat das mit Fassung gedreht. Im Fernsehen haben andere schon weniger gekühlt. Sie hat mich kaputt gemacht vor allen anderen. Und ich muss einfach meine Fresse haben. Und für sie ist es asozial und scheiße. Ist gerade Gefühlssache los. Bum, 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 bum. Verreis. Das ist so 2015. 2019 würde man es so sagen. Bum, 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 bum. Ein paar von euch haben die Szene ja wahrscheinlich am Dienstag schon da auf dem Kanal gesehen, aber sind wir ehrlich, gewisse Sachen schaut man einfach gerne zweimal. Wie zum Beispiel all die Sprachfehler beim Bachelor. Nur so lernt man am meisten über sich kennen. Das heisst, Da hat sie auch schon mega sympathisch auf mich eingewirkt. Die Attitude hat. Also sorry, das, was wir abgeleistet haben. Ich schwebe auf jeden Fall bei Wolke 7. Und eins Tohuwabohu, sprachlos gewesen, als ich die 4 Damen so aufgebracht im Garten habe gesehen. Dort steht ein bisschen der Hahn im Korb, fühle ich mich. Ich bin trotzdem Erste von hinten. Da ist jetzt also wirklich eine Primitivitätsstufe erreicht. Und naja, die Letzten werden auch am Ende noch mal die Ersten sein. Oh wow, so viel heiße Luft. Jetzt ist es schon fast wieder time to say goodbye. Steffi, ich würde gerne die letzte Rose geben. Ach, dass du hier bist. Danke. Aber ich kann nicht. Das ist eine verdammte Schweinerei. Das ist eine unanständige Haltung. Das ist unschweizerisch. Das ist völlig daneben.